dann will ich am Numm von der Link Merci so, dass er kommen sieht, ob der Dirsen und engems die Friede Jo ein bisschen darüber, weil er immer wie flott ist wie eine normale Pressekonferenz, das wissen wir alle. Wie sie wahrscheinlich die Last, die das machen, von den Schmischnedieren, ob jeden Fall also doch noch eine Spezialsituation des Keier, weil am Prinzip findet ja immer das Zeit statt und dann gibt man Vakanz, plus ou moins, und das Keier werden wir auch. Viele von uns an Vakanz gehen, aber trotzdem wird etwas am Kap bleiben, weil wir direkt am Hirst wählen werden gehen. Ganz genau wissen wir ja noch nicht, wenn das alles stattfindet. Das wird man nach heute am Laufe des Tages gewohnt gehen, weil heute zu Lützeburg ja Sachen nicht so evident geregelt sind, die aber am Ausland auf eine relativ evident Art und Weise geregelt sind. Das vielleicht doch ein bisschen symptomatisch für die Art und Weise, wie Lützeburg an den letzten Jahrzehnten, voire dem letzten Jahrhundert regiert wird und organisiert wird. Aber bon, dann werden wir das ein bisschen mehr Klarheit tun am Laufe von diesem Tag. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch spannend, es wird wahrscheinlich einen spannenden Sommer gehen. Ein Sommerlach, den schon dann zum Teil gefällt ist. Das ist auch schon ein bisschen das positiv zumal für die Presse. Und wir werden dann auch mehr als die Link, wie ihr wisst, nur eine kleine Introduktion wird dann noch nach den Serge dann eben noch de Bilan machen auch für seiner Arbeit an der Chambre und auch noch dann zu Alternative schwätzen, weil wir ja ganz genau wissen, dass es no auch wird weitergehen. Wie gesagt, mehr als die Link, wir sind selbstverständlich auch hier schon dabei, als abzustellen für die nächsten Wahlen. Die wissen natürlich noch nicht immens viel darüber, außer dass wir schon als einen Slogan bekannt gemacht haben. Das ist der kürzeste Slogan, den wir bisher hatten, Hallo. Das war natürlich auch bewusst, weil wir meinen, dass es Hallo Zeit ist, die Link zu stärken. Wir wissen ganz genau, für wer zu weit kommen ist. Also was die Neuwahlen anbelangt, dass eine Krise da, eine Krise an der Krise, eine institutionelle Krise, innerhalb von einer globalen Krise, an der wir noch immer sind, und über die auch natürlich auch Männer diskutiert, die bei weitem noch nicht rüber ist, eine ökonomische Krise, eine Krise vom Kapitalismus, die auch Lützeburg betrifft. Und wir sind gerade der Meinung, dass so eine Kraft wie die Link muss massiv gestärkt gehen, für gegen den Strom zu schwammen, gegen den neoliberalen Strom zu schwammen, den auf uns durchkommen wird, weil das auch noch nicht rüber. Sozialaufbau, Aufbau von sozialen Rechten, Aufbau von demokratischen Rechten, das betrifft uns alle und es geht weiter. Aber wenn keine starke Kraft da ist, die auch die Stimme ein bisschen von den Salarien durchstellt, wie dadurch Gewerkschaften suchen, dann ist das auch ganz gefährlich für unser Land. Das heißt, wir müssen gestärkt gehen, Hallo. Und ich meine, das ist auch ein Gefühl an der Bevölkerung oder an einem wissenden Teil von der Bevölkerung, dass das so muss sein. Wir sind natürlich eine bisschen mehr kleine Partei. Das nicht unbedingt das Evidenz für ganz schnelle Listen zusammen zu kriegen, für ein Wahlprogramm ganz schnell zu redigieren, die noch nach Musik geholt gehen und die noch nach von unseren Membern diskutiert wird. Wir kriegen das aber trotzdem hin. Das ist dann ein bisschen schwer, aber wir kriegen das hin. Aber wir werden dadurch den 2. August dazu schon finalisieren auf einem Kongress, wo wir dann sowohl als Listen wie auch als Wahlprogramm werden diskutieren, aufstimmen und dann noch präsentieren. Und dann kann er doch direkt losgehen, was den Wahlkampf anbelangt.
Also lo déi Link, dat auch, weil wir klar spüren, dass es eben an der Zeit ist, die Partei zu stärken, die sich für die Belangen von den Leuten ersetzt. Und die Leute, die auch den Reichtum an unserer Gesellschaft schaffen. Da besteht die Employeen, all die schaffen, die Beamten, die Jugend, auch die Frauen, auch, die auch immer, die auch zum Reichtum beitragen, aber nicht immer dementsprechend entlohnt gehen. Das ist auch die Link. Das sind all die Leute, die dazu beitragen, dass die Gesellschaft funktioniert. Und das sind gerade nicht die kleine Minorität von Millionären, was so nicht Milliardären, die just profitieren und dazu beitragen, dass die Gesellschaft heute in Lützeburg und in Europa nicht mehr funktionieren. Wir werden einen neuen Anfang brauchen in Europa und heute in Lützeburg. Ein Neuanfang, der wird aber nicht stattfinden, wenn die alle Parteien vom alle System weiterhin gestärkt gehen. Das CSV, das DP, das sind zum Teil auch die Grünen und das hauptsächlich auch der SAP. Wenn man von Neuanfang schwätzt, dann heißt das, dass man eine andere politische Linie muss führen, die gerade noch nicht funktioniert hat. Keine politische Linie vom sozialen Aufbau, den wir hatten, an denen, nicht just an den letzten 4 Jahren, mehr an den letzten 30 Jahren. Den letzten 30 Jahren, wovon der LSAP aus auch 25 Jahre an der Regierung war. Mit just einer kleinen Unterbrechung von 5 Jahren. Eine Partei, die von sich behauptet, es wäre ein Neuanfang, was er immer in einer Regierung wäre. Ob es lo eine Zweierkoalition gibt, eine Dreierkoalition gibt, also ein bisschen egal. Sie könnten noch eine Viererkoalition machen, weil sie sind sich eins, die 4 Parteien, CSV, LSA, PDP, die Grünen, was den sozialen Aufbau anbelangt. Also eine Partei, die lo behauptet, sie könnte einen Neuanfang starten, obwohl sie sich das Land an den letzten 25 Jahren matt sozial demontiert hat, also ein bisschen komisch. Und es geht nicht durch, just ein neues Gesicht zu haben, an der Person von Etienne Schneider, den aus sich Wirklichkeit kein neues Gesicht ist. Den Etienne Schneider, ich kann mich erinnern, davon aufgesehen, ein ganz sympathischer Mann, der das nicht vorzustellen. Etienne Schneider, ich kann mich erinnern, nach Ende 90er Jahren, wo ich auch noch Member von der JUSO war, da war er Fraktionssekretär, die Rechtshand von Jean-Luc Crequet. Der liberale Flügel von der LSAP. Den Etienne Schneider war noch ganz lang hohe Beamten an einem LSAP-Minister. Den Etienne Schneider gehört zu den Leuten innerhalb von der LSAP, die die Politik von der LSAP mit geprägt und an den letzten 15 Jahren an das mit zu verantworten hat. Also wenn ihn dann will von Neuanfang schwätzen, dann gesehen ich das quasi als Arnaque an. Und ich meine, der LSAP müsste sich Gedanken machen und abhalten, die Leute permanent für dumm zu halten, dass sie dadurch an den letzten 9 Jahren an ihrer Regierungszeit gemacht wird. Und dann, wenn ihr noch gesagt, was programmatisch Lin ist, ich meine, für 15 Jahre hatten sie in England hatten Sozialisten Tony Blair, das SPD in Deutschland hatte Schröder. Wir haben gesehen, was das für Auswirkungen hat an diesen Ländern für sozialen Aufbau. Das war ganz klar wahrscheinlich die größte soziale Demontage. Aber ja, lassen wir das AP das selber. Gut nicht dabei gelernt. Und das ist wirklich, ich meine, da ist es wirklich problematisch, wenn man als sozialistische Partei an Wahlen geht, eine sozialistische Partei, die nur und Volk soll sein, nur und die schaffende Leute soll sein, und nur an Wirklichkeit mehr eins geht mit der FEDIL wie mit den Gewerkschaften. Und da ist der Spitzenkandidat Etienne Schneider, kann ich schon bald sagen, DP hat keinen Spitzenkandidat, sie hat ihn, und das ist Etienne Schneider. Dafür sind wir der Meinung, dass bei den nächsten Wahlen, auch ich meine, wir haben das doch bewiesen, und das Serge hat wirklich auch ganz klar gemacht, an denen letzten Jahren an der Chambre war, wo all Chaos, das war lang, das ist ganz schwer für das hinzukriegen, war lang. Telefon im Leute mehr, krudet mat, ich meine, das brauche ich mal nicht zu sagen, weil das krudet jeder Rio mat, dass wir an der Chambre ganz oft, ganz allein, gehen
de Mainstream geschwommen sind, an immer Belangen von der Bevölkerung verteidigt tun. Worum es uns geht bei diesen Wahlen, das dann nicht zu wissen, wen mit wem regiert. Es geht darum, das Mandat oder die Mandate, die wir werden kriegen bei den nächsten Wahlen an der nächsten Chamber, dafür zu benutzen, für soziale Rechte von den Leuten zu verteidigen und die nicht zu verroden, weil das Allerschlimmste ist es ja, wenn nur gewählt wird, dass der Gegenteil möchte von dem, wie das für wer die gewählt gehen ist. Und ich meine, wir haben bewiesen in letzter Zeit, dass wir das nicht machen, und wir werden noch darauf eingehen, und wir werden das in den nächsten Jahren noch weiterhin beweisen. So nicht. Merci. Ja, man hatte ja, wie man die der Presse ist, angerufen hat, mir nicht unbedingt Demos mit dem Datum Reisgesicht gemerkt, dass wir das lässt von dieser Legislaturperiode. Umstände halber, also das lässt. Für uns sind wir aber darüber sicher, wie den David schon sagt, haben ein gute Arbeit gemacht an der verkürzten Periode. Allein als es vielleicht mich schwer, dass auch an einer anderen Hinsicht, dass es doch vielleicht mehr einfach. Für allein, ich meine, es geht ja darum, welcher Standpunkt, dass ihn da vertritt. Es geht nicht um Minuten nun, auch die ihn hört. Es kommt auf die Kraft von den Argumenten an. Und ich meine, dass man auch in aller Bescheidenheit, ich war ja jeweils der Länge, den das Mandat bekleidet, mit 4 Uhr nach dem Sender, meine ich, dass wir es fertig tun, immer die einer Klack durchzustellen. Immer, bei all die Bärten, die für uns wichtig war, haben wir das fertig zum Schluss von der Debatte, 4 Minister, 1 Minister geschwärzt, mir auf jeden Fall, haben wir als Meinung da gesagt. Wir haben zwar kämpfen gegen den Chronometer, den du für uns gedreht wird, gegen den Präsidenten von der Chambre, den Hanna Runneis sitzt am Reck, an als erbrach huet, an ass am Vogel verënnert, huet wirklich méi an Detail zu go vu verschiedene Froen. Mei ich mengen et beweist, dat het méiglich ass, het beweist das Parlament ëmmer nach en demokratische Forum ass, wo sich kann ausstrecken, wo se kann mat beidroen. Contre vent et marée ha ans do. Wann ihr het seht, as het gesot, an dann kennt het river. Ich will mir dat Beispiel gi vun der Debatte immer lo hunn, muss Regierung demissionieren oder net. Am Anfang war mir die Einzige, die das gesagt hat. Und das ist nicht mehr ganz normal, dass die Regierung an so einer Situation demissioniert. Das ist das, was anfängt, aber ein bisschen Meinung zu gehen von allen Menschen. Wir werden noch darauf, wie das ausgeht, wie vom Staatsrat. Aber ob man es fertig wird, auch als einer Position von einem einzelnen Deputierten heraus, wenn man es fertig wird, das ganze Land darüber aufmerksam zu machen. Natürlich wird man mich stärker an die Chamber kommen, und ich meine, dass das wahrscheinlich dann das letzte Presse ist als an dieser Komposition. Wir kommen mit Sicherheit, vielleicht verstärkt, nächst an einem Jahr sitzen wir wahrscheinlich zusammen und dann weisen wir, dass wir mit mehr Deputierten noch mehr können schaffen, mehr aktiv können sein, mehr proaktiv auch können sein. Nicht nur reaktiv, wie bei einem Deputierten forcément der Fall ist. Also dürfen auch mänglich mehr gut keine Befürchtungen, was die Krise angeht, was die Wahlen angeht. Mehr haben als nie der vorfende Wahlen zu tun. Wir haben immer gesagt, von Anfang an, es können zu neu wählen, weil wir auch gesehen haben, dass es politisch die Evolution gefallen ist. Es können zu neu wählen. Ich meine, dass wir gut aufgestellt sind an den Neuwahlen. Für uns sind die Neuwahlen noch nicht nur da, weil den Herr Juncker da ein paar Verfehlungen gemacht hat beim Geheimdienst. Das waren zwar Grafverfehlungen, da sind wir ganz d'accord mit denen, die das angeprangert haben an der Opposition und auch an der LSAP. Es waren Grafverfehlungen, es war am Anfang eine Missachtung vom Parlament, auch schon damals, die da geschieht ist. Aber ich meine, die Ursachen von der demokratischen Krise, die wir haben, sind mit dem. Ich meine, das ist auch verbunden mit einer wirklichen Sozialkrise, die wir haben. Das erwirkt vor, wenn man sich vorstellt, muss nicht der Regierungschef seine Verantwortung überholen, besonders wenn er 19 Jahre lang das Amt bekleidet wird, wenn er 30 Jahre lang Minister
muss net eng Verantwortung überholen. Mänglisch stellt sich aber gleichzeitig vor, auch wie möglich ist, dass der Regierungspartner dann gleichzeitig dem Regierungschef Vertrauen entzieht, an da wollen ze summe mat dem Regieren bis zu der Wahl. Das ist eng komplett anormal Situation. Gestern hat man eng Pressekonferenz, wo die Regierung hier Politik auf engem Gebiet viergeschlagen hat. Da sind 4 Minister. 2 CSV-Minister und 2 LSAP-Minister, die zukünftig 4 Stellungen von der CSV-LSAP-Regierung präsentiert. Das ist da an einer Demokratie eine total anormale Situation, die ihn so nicht kann hinholen. Entweder man haben eine politische Krise am Land, entweder an der Regierung sind sie sich nicht mehr eins, und dann ist die logische Konsequenz, dass die Regierung demissioniert, da das aus juristischen Gründen so, auch wenn es nicht explizit an der Verfassung steht, man weiß ja, wenn die Verfassung gemäht ging, als 450 Jahre, an ganz anderen Umständen, wo just das Recht vom Grand Duc darauf festgehalten war, eine Dissolution vom Parlament zu machen, wo die implizit Konterpartie davon als Kontrolle von der Regierung, vom Parlament über die Regierung da. Und noch die Möglichkeit vom Parlament, für zu allen Momenten der Regierung Vertrauen zu entziehen, aber wenn da keine Alternative da ist, dann zu Neuwahlen zu provozieren. Und ich meine noch sogar, dass implizit dat so auch die letzte Chamber-Debatte letzte vorausgegangen ist, die Chamber hat implizit, auch wenn sie keine formelle Wort geholt hat, dem Herrn Juncker als Regierungschef Vertrauen entzogen. Und die logische Konsequenz wird, dass er nur demissioniert, ohne auf eine neue Chamber-Session kommen zu lassen. Wenn er das nicht möchte, dafür habe ich den Brief und den Chamberpräsident geschrieben, für das dann die Chamber müsste zusammenkommen und dann endlich das dann formalisiert, was sie sowieso schon implizit Menge Meinung noch aber beschlossen hat letzte Woche. Weil ich meine, dass aber nicht Parlament kann einfach sehen, man ein Kulis für gewisse politische Spielereien, die du haben, die Kulissen auflaufen. Viele dürfen noch nicht einfach nehmen, Stimmenfähig sind, Statisten sind bei Wahlen, weil eine Partei dezidiert hat, lo wie der Moment günstig für Neuwahlen zu provozieren. Also ich dann ein neue Mäntelchen hinzuhängen, an zu sagen, hey, mehr sind nur neu, mehr sind nur Neufang. Und gleichzeitig sind sie so inkonsequent, dass sie nach weiter mit denen, wo sie einen Neufang gegen zu machen, und nach wollen weiter regieren. Aber vielleicht wissen wir geschwind dann mehr, wenn der Avis vom Staatsrat wird vierleihen. Ich meine, vorstellt sich sowieso, denn David Ferner hat es schon gesagt, wie weit als CSV überhaupt an die ganzen CSV-Machtapparat verwickelt. Wenn wir von CSV-Staat schwätzen wir auch nicht nur von der CSV allein. Wir schwätzen noch mit den politischen Spielern, die rundherum geschehen. Für und allem in letzter Zeit mit der LSAP. Wir andere Parteien sind bereit, für die Regierung zu gehen, inklusive mit der CSV. Und dafür als immer müssen Sie sich vorstellen, wie weit als überhaupt zum Beispiel eine Partei wie die LSAP, die sich los abspielt, wie weit sind die überhaupt eine Alternative? Wie ist es möglich, dass ein LSAP-Kongress, die ja immer bekannt waren als relativ unbequem, dass ein LSAP-Kongress zu 99% dem einem Kandidat mit einem klaren neoliberalen Profil das Vertrauen schenkt, den Neuanfang dort zu machen. Und da stellt sich wirklich die Frage, die LSAP, wie weit ist das überhaupt nach einer verändernden Kraft an der Gesellschaft? Oder also nicht ein Machtapparat, wo Leute, die an der Regierung sind, wo Leute, die wollen an die Regierung kommen. Ich meine, die LSAP hat absolut kein gesellschaftsverändernden Potenzial mehr. Und das beweist auch die Voto für den Etienne Schneider. Wo ist der linke Fläche von der LSAP? Wo sind die abstehen? Wie an der Zeit das aber der Fall war, für zu sagen, dass da geht nicht mehr, sind inhaltlich nicht d'accord mit dem, was er bislang gemäht hat. Schlo als Alternative für. Wo sind die Alternativen? Ich meine, das ist ein Frage, den sich ganz klar muss stellen. Irgendwie ist es auch symptomatisch, dass der Auslöser von der Krise heute den Skandal den Geheimdienst war. Das heißt, am Anfang, wie gehen wir immer mit einer geheimen Machtzentrale am Staat? Was der Geheimdienst, meiner Meinung nach, als gibt immer gemeint, der Geheimdienst wären so, dass die gibt sich so viel in allem drin drehen für die Sicherheit, wie ein zweite Police so am Land zu garantieren. Mein Abblick, den ich da kriege, sieht man, dass das nicht der Fall ist, dass ein politischer Machtapparat, den lang nur politische Vorgaben und politischen Ziele von der Regierung handelt, von der Regierung insgesamt, nicht nur vom Herrn Juncker. Das geht aber nicht prinzipieller Frage gestellt, also die Notwendigkeit vom Geheimdienst.
den ideologische Kontinu von so Begriffe wie Terrorismus oder Extremismus geht nicht afrogestellt, wo kennen. Wirtschaftsspionage und so weiter. Wer das geht nicht definiert. Ich komme nicht auf meine Rede zurück, die ich dazu gehalten habe. Auch die Interesse lehrt, die 100 so geheimdienstlichen Aktivitäten sticht, geht nicht thematisiert. Ich muss sagen, kein an der Untersuchungskommission hat Interessen daran. Kein hat Frohen an die Richtung gestaltet, außer ich selber. Und ich muss sagen, ich habe nachher nur den Teil vom Bericht, den sich Menge Frohen an die Antworten, die ich gekriegt habe, über Missionen vom Geheimdienst, an über Funktionsweise vom Geheimdienst, den habe ich schon nach selber müssen ja nur schreiben, sonst wäre nicht an der Rapport kommen. Weil am Rapport war kein so Kapitel 4 gesehen. Und ich meine noch, dass die Aufmachung war auch mit der CSV für die Enquête LOF zu schließen, für nur der Sommervakanz, nur der Wahlen dann können weiterzuführen, wie wir nicht wären. Das ist also den Auslöser ja dann von dem Ganzen. Und das betrifft meine all die anderen Parteien. Die Kontrollkommission vom Geheimdienst hat 2011 einen Bericht gemacht und Herr Juncker, wo sie den Geheimdienst definiert, also ein Zulieferer, ein Dienstleister, ein Zulieferer für die Politik, Minister wäre Klient vom Geheimdienst. Und so geht doch gehandhabt, da viele Minister sind Klient vom Geheimdienst, auch sozialistische Minister. Das Wirtschaftsminister steht am Mittelpunkt davon. Das Wirtschaftsminister hat eine ganz enge Kollaboration mit dem Geheimdienst. Dass Beamte vom Geheimdienst den dreimal an der Woche Wirtschaftsminister schafft, ohne dass weiß, wer da möchte, wem seine Interessen der Geheimdienst verteidigt, gegen wen. Und all die Fragen, die bleiben umgelesen. Ich meine, dass überhaupt die Problem von der Geheimhaltung an einer Staatsfeierung, dass das ein wesentliches Problem ist. Und das betrifft nicht nur den Geheimdienst. Das Umgangen am Fongel hat ganz mit der Krise wesentliche Informationen, die Presse gefragt wird, auch noch Deputierte gefragt haben, von der Regierung an so Dossier wie Vickring Levin, Cargolux, Mittal zum Beispiel, wo eine Etude für Leute am Ministerium von Herrn Schneider, eine Etude für Leute, die sieht, dass Wirker von Schöfflinger Rodange überlebensfähig wären. An den Herr Schneider hat als refusiert an einer Kommissionssitzung die Etude rauszugehen. Ganz einfach. Das ist Geheimhaltung am CSV-Staat, wo die LSAP auch dazu gehört. Wir haben das Problem von den Access zu den Sourcen. Auch der Journalisten hat das Problem vom Access zu den Sourcen, wo die Regierung etwas vorlegt, was in aller Klarinette ist, wo absolut nicht garantiert ist. Das ist das Prinzip von der Geheimhaltung als Regierungsprinzip, den ist intakt. Der geht nicht afrogestellt, auch am Zusammenhang mit der Responsabilität von Herrn Juncker. Der geht nicht wesentlich am Fond afrogestellt. Das vorher das Parlament eine wichtige Rolle gespielt wird, am Zusammenkommen von dem Bericht, dass an dem Bericht mal festgehalten ist, auch mit einer Regierungspartei zusammen die Responsabilität vom Premierminister. Das sind ja die Hunde von Sternstunde vom Parlament geschwert. Ich fand das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist effektiv ein großer Moment gewesen, die weiß doch, dass eine parlamentarische Kontrolle möglich ist und effikaz kann sein. Denn Herr Baudry ist der Chambertelevision gefragt ging, ob das dann eine Lotregel wert sind. Das Parlament mehr aktiv, damit Kontrollrechte ausübt, dann wird gesagt, das wird in einem Moment abnehmen gewirrscht. Das ist auch da Mengen, das nicht definitiv ist, was da geschieht ist. Und sobald Wahlen rüber sind, werdet nur im allen Rhythmus weiter urlaufen. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist ganz klar auch dummer verbunden. Denn Friedrich von Hayek, den großen Ideolog vom Neoliberalismus, hat gesagt, wichtig ökonomisch Fragen dürfen nicht demokratisch gelöst gehen. Und das ist nicht genau das, was geschieht. Cargolux, Vickring, alle Fragen. Die größten Fragen, die auch die Zukunft der Leute betreffen, gehen nicht demokratisch mehr geregelt. Hier am Land, und noch nicht an Europa. Und das sind eigentlich die richtig Fragen, die sich dem Ganzen verstoppen. Die Impfverteilungsfragen, die Leute kriegen etwas weggeholt, die Masse von den Leuten geht etwas weggeholt, die Masse von den Leuten sind aber auch Wähler. Aber wie möchte die Politik, für das in Rem gewählt wird,
das Leid vergessen, dass hin se wäschgeholt an dass in anderen Apps ginet wie allem dass net das net genug do wie wie well in anderen enger klenger Schicht wo Leute die sich unwahrscheinlich bereichert, dass in denen Apps ginet. Wéi mech de Politik an denen ëmstä. Das am Fogel dat och den Gegestand vun der Krise ass de er kennen an der Politik. Dat huet doch viel mat dem sozialen Hannergrund ze dienen. Wir wissen, dass Sozialisten als gern wäch hätten aus der Chambre am liebsten. Sie wissen zwar, dass dat net geht, wie sie versichern als dem Moment zattackieren an ze soen. Hätte kein gife just den Herr Juncker stärken, wann man dat do alles giffen soen. An man will ja net de Parlament will net eng Regierung wählen eng Chamber an der Chamber ginint Gesetzer gestimmt, all die wichtig Gesetzer. Aber an Schulen die 2 Regierungsperioden Juncker Asselborn 1 an 2 wer das dann do alles gestimmt gin vun soziale Grausamkete. Budgets Abspurungen bei sozialen Transferen, aber net bei Transfer fir Betriebe zum Beispiel. Steuersenkungen fir Kapitalbesitzer, fir Gewënner, aber hege Lein, Steuersenkungen, eseitig Angriff an Tarifautonomie. Et vergät Herr Schneider, den opgerufen huet, Gewerkschaften sollen sich nur bisse packen mit ihre Lohnforderungen. Also sie müssen noch akzeptieren, Männer Lohn zu holen. Das werden Herr Schneider als Wirtschaftsminister, den sich an Tarifautonomie von den Sozialpartnern herangemischt hat, für die Gewerkschaften und den Kap zu geheilen. Indexmanipulationen, tiefgreifend strukturelle Verschlechterungen am Statut unique bei der Renten. Machst die Bartolomeo. Mehr lang schaffen gehen, Männer rauskriegen, Zwang zur privaten Zusatzversicherung. Das ist der Kontinu von der Politik. Dann auch Privatgestionsmethoden am öffentlichen Sektor, bei den Spitälern und so weiter, was die ganze Gehälterreform angeht. Und am Anfang sind die alle guten Parteien eins, und das ist am Anfang keine Partei, wie den David schon sagt, die da sieht, mehr wollen auch die Interessen für prioritär vom Salariat vertreten. Dafür wann nur geschwert gëtt vu wat util an vun Dreierkoalition an so weiter. Also echtens mal wählen, wie schon gesot tut, ein Parlament a keng Regierung. Ein Parlament huet eng stark Kontrollfunktion an enger Demokratie. Parlament als eng Tribün, wo en Interesse vun der Leiit kann vertreten. An Schmengen dat hummer gemet an den letzten Jahren. Ganz klar und deutlich. Wenn die Linke zum Beispiel, wo ich nicht nicht ausgeht, nimmt mir an ein Parlament drauf, da wir keine Stimme, die das gibt so. Die gibt kritisieren, die Grausamkeiten, die da geschehen, von der Regierung aus, mit LSAP oder ohne LSAP-Beteiligung sogar. Ja. Ich meine, das ist auch keine von den Parteien, die eine Koalition mit der CSV ausschließt. Wann sie ausschließen, müssen wir mal so, was eine Politik, dass sie dann ausschließt. Das sieht, sie sind alle gute koalitionsoffen, nur alle Seiten. Das heißt, dass keine Politikwandel an Aussicht. Die Green-Partei ist vielleicht symbolisch wesentlich, natürlich als Spitzenkandidatin ein, zwei Patrons Vertreter, aber mehr wichtig meine ich ist noch, dass sie eine wichtige Lohnfrohen an den letzten Jahren klar Zeichen gegen Salariat gesagt wird. Bei der Indexfroh, ja, was für ein Lohnfroh es wirklich geht. Ja. Bei der Rentendebatte, wo sie noch mehr weit gehen, auch an der Fonction publique. An all den wichtigen Debatten, wo die Bedeutung von der Löhne, von den Gehältern an der Gesellschaft geht, also die Stellung vom Patronat, vom Salariat vis-à-vis vom Patronat, haben sie eine klare Stellung gegen das Salariat geholt. Das muss ich so. Mit wem soll dann die Dreierkoalition eine Sozialwende beifeiern, zum Beispiel? Beim Xavier Bettel. Ich meine, lange das schon zu suchen, als schon eine Antwort darüber. Das ist nicht möglich. Was ist das für eine Dreierkoalition? Was soll die dafür ein Renouveau bringen? Ich meine, dass du wirklich dafür, aber wirklich am vollen Sinn vom Wort, den einzigen Wort util bei diesen Wahlen als für die Linke. Das sind die einzigen, die draußen Sachen suchen, die auf Missstände aufmerksam machen, die Mithilfe mobilisieren gegen Missstände. Voilà. Ich meine mal, wie schon viel gesagt, wir fühlen uns als Partei, als Bewegung nicht lang. Ich meine, an Europa stehen dieselben Themen auf der Tagesordnung, die wir auch evokieren. Sozialwahlen, wo die Gewerkschaften dieselben Themen werden
an der Vordergrund setzen. Und das ist am Anfang gut, dass die zwei Wahlen mal nicht stattfinden, weil dann spielt auch die soziale Wolle bei den politischen Wahlen viel mehr eine große Rolle. Und du hast so klar, dass Gewerkschaften sind am Anfang geholt, ob schon sie natürlich viel mehr starke Kraft und Members und so weiter durchstellen, wie mehr, sind sie am Anfang an der Gesellschaft gerade so isoliert und ohne Alliierten, außer Eis, wie mehr das sind. Dafür kommt nicht darauf an, Alliierten sich für eine nächste Regierung zu bilden, die so eine Regierung vom sozialen Fortschritt auf vom Bruch mit der aktuellen Politik ist einfach nicht möglich, weil in Parteienkonstellation guckt, auch über die neuen Parteien, die sich bilden. Auch da ist nicht so zu erwarten. Das heißt, wir können am Anfang keine Allianzpolitik machen, wir müssen eine Politik machen, wo wir lang an den Wahlkampf gehen, wo wir Eismeinung vertreten, aber wir meinen, dass die Interesse von der Majorität von den Leuten an der Gesellschaft rumspiegelt.